schauen, welche Bäume wir nehmen. Ja. Ja, also erstens mal das, was wir auch hier vor Ort hören, nämlich die Geräusche des Waldes, die nehmen wir über ein ganz normales Mikrofon, einen automatischen Rekorder auf. Das ist das grüne Teil hier am Boden. Dann möchten wir aber natürlich vor allem Prozesse zeigen, die nicht ohne weiteres wahrnehmbar sind, eben auch die versteckten Prozesse in Bäumen und im Boden, also vor allem das, was sich akustisch und elektrisch abspielt in den Bäumen. Und für das haben wir jetzt diese spezielle Messstation konfiguriert, die wir gleich aufbauen werden. Und die macht Folgendes: Also neben dem, dass wir die Umweltgeräusche aufnehmen, haben wir Kontaktmikrofone an 3 Bäumen. Also die nehmen dann die eigentlichen Geräusche im Innern der Bäume auf. Das ist aber Ultraschall, das sind Ultraschallsignale. Das wird aufgezeichnet und dann für die Installation in den hörbaren Bereich transponiert, also dass man das tatsächlich eben hören kann, die Geräusche in den Pflanzen. Dann nehmen wir aber auch die elektrischen Signale auf. Also Bäume, Pflanzen haben ähnlich wie bei uns Menschen nicht Nervenbahnen, aber trotzdem elektrische Impulse, die sich durch die Pflanzen bewegen und fortsetzen. Die nehmen wir auch auf und das ist für uns eben auch das Wesentliche eigentlich an diesem Experiment, weil wir so viele Aufnahmemethoden miteinander kombinieren, sind wir natürlich besonders daran interessiert, mögliche akustische Interaktionen zu hören. Dann ist da noch ein Rekorder im Boden, also wir nehmen auch die Geräusche im Boden auf, insbesondere die Aktivität von Bodentieren. Und das alles wird dann zu einem immersiven Erlebnis in der Installation kombiniert. Dazu kommt die Ökophysiologie, da sagt sicher Roman noch etwas dazu. Dort ist es auch wieder von Interesse, eben was wir akustisch in den Pflanzen aufnehmen, eben auch mögliche Beziehungen zu sehen zu tatsächlich ökophysiologischen Prozessen. Also wenn jetzt zum Beispiel eben der Standdurchmesser sich ändert, die Transpiration sich erhöht, wäre es natürlich interessant zu sehen, gibt es dort Verbindungen zu den akustischen Signalen. Und dort wird vor allem eben auch noch etwas erlebbar sein in der Installation, nämlich Sonifikationen eben dieser wissenschaftlichen Daten. Also nicht nur das, was wir real hier im Boden und in den Pflanzen aufnehmen, sondern eben auch Messdatenreihen von den ökophysiologischen Messungen an den Bäumen, die dann in Klänge verwandelt werden. Nicht nur, wenn man in Kooperation tritt, wie wir zwei, sondern, glaube ich, ganz im Allgemeinen ist die Naturwissenschaft natürlich immer mehr auch mit ästhetischen Fragen konfrontiert, weil man eigentlich vom Beginn weg nicht nur in der Situation ist, dass man auch kommunizieren muss, woran man forscht oder was überhaupt passiert, welche Prozesse man zeigen und untersuchen will und das eben genau diese ästhetische Komponente hat, wie setze ich das richtig ins Bild, sondern eben auch, also mindestens mir ist das ein großes Anliegen, auch als teilweise in der Naturwissenschaft tätiger Forscher in der Ökoakustik, dass natürlich eben nicht nur die naturwissenschaftlichen Prozesse oder die natürlichen Prozesse untersucht werden können, sondern eben auch Fragen wie nehmen wir das überhaupt wahr und wie entsteht überhaupt Wissen, in welcher Form tritt es dann eben medial zutage. Und ich glaube, solche Fragen sind genauso wichtig, wenn man einen Ort auswählt, für welche Baumart man sich entscheidet. Also eben grundsätzlich will ich als Ökophysiologe verstehen, wie Bäume funktionieren. Und das ist aus mehreren Sichten von Interesse. Also zum Beispiel im Klimawandel will man wissen, ob gewisse Baumarten besser oder schlechter umgehen können mit trockeneren oder heißeren Bedingungen, ob andere Baumarten davon profitieren. Dann gibt es noch andere Aspekte, forstwirtschaftliche, wo man wissen will, wie gut einzelne Bäume oder einzelne Baumarten sich verhalten in ihrem Umfeld. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt von meiner Forschung. Das ist auch der Ausgangspunkt von diesem Projekt hier, weil wir zwar als Ökophysiologen relativ einfach physikalische Bedingungen in Luft und Boden messen können, aber um zu verstehen, was in Bäumen passiert, brauchen wir ein Signal aus der Biologie, aus den Bäumen.
Und das ist eben eigentlich eine permanente Suche, also schon wahrscheinlich von jedem Ökophysiologen, aber vor allem von mir, die ganze Karriere. Man sucht immer wieder nach neuen Messmethoden, die einem die Antwort der Bäume auf das, was wir rundherum messen, geben. Und daraus ist eben auch unsere Zusammenarbeit entstanden, weil eben mit akustischen Messungen und jetzt auch eben diesen Elektropotentialmessungen ganz neue Dimensionen plötzlich automatisiert messbar sind. Ja, das sind eigentlich halt wirklich mehrere Übersetzungsprozesse. Also dass man wirklich jetzt einerseits was die ökophysiologischen Messdaten betrifft, die in eine Form bringt, wie wir sie dann eben tatsächlich brauchen können, auch um Klänge damit zu erzeugen. Wir haben da spezielle Programmierumgebungen, wo man quasi diese ganzen Datenreihen, Tabellen reinladen kann und durch die Veränderung der einzelnen Zahlen in diesen Datenreihen kann man dann eben tatsächlich Klangparameter spielen. Also seine Tabellen und Listen, die er als Forscher generiert, ist eigentlich wie eine Art Noten für mich, wo dann eben tatsächlich die Klänge damit programmiert und gesteuert werden. Was man hier sieht, ist quasi die klassische Ökophysiologie, die eben die Bedingungen in der Luft misst, das Mikroklima. Das hier misst zum Beispiel Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Dann das Instrument hier am Boden, das wird dann vergraben, der Sensor, und der misst die Trockenheit des Bodens, das sogenannte Bodenwasserpotential. Und auf der anderen Seite brauchen wir ein Signal vom Baum, von der Biologie, das uns sagt, wie der Baum jetzt auf diese äußeren Bedingungen reagiert. Und ein klassisches Instrument, um das zu messen, ist dieser Punktdendrometer. Der wird im Baum verankert und montiert, und der hat vorne ein bewegliches Teil, das wirklich in Mikrometer Auflösung detektieren kann, ob sich der Baumstamm zusammenzieht, ob er schrumpft, ob er sich ausdehnt. Das ist im Tagesgang hauptsächlich über Wasserhaushaltsdynamiken gesteuert und über die Saison durch das Wachstum. Und das ist so im Gros, das ist so die klassische Ökophysiologie, die wir eben wissenschaftlich schon kennen. Und Markus kann jetzt dann auch zu den eher neueren Technologien wie den Ultraschall und die Elektropotentiale noch was sagen. Ja, genau. Den Umweltrekorder habe ich schon angesprochen. Das ist das Gerät, das über die Luft, den Schall über die Luft aufnimmt, also tatsächlich die Umweltgeräusche, die hier im Wald sind. Der ist relativ groß, weil er halt ziemlich viele Batterien drin hat. Also mit dem kann man tatsächlich ein halbes Jahr lang aufzeichnen. Natürlich nicht ununterbrochen, sondern eben in Intervallen. Und das ist auch quasi der Trick dieses Geräts, dass man eben über lange Zeiträume wie in einer Art Zeitraffer die Geräusche eines Waldes zum Beispiel aufzeichnen kann. Also man sagt dann, man programmiert den Rekorder, dass er jetzt in unserem Fall alle 10 Minuten nur 20 Sekunden aufnimmt, und das gibt uns dann so etwas wie einen akustischen Timelapse. Dasselbe macht unser selber entwickeltes Gerät, das wir in einer Firma in Luzern in der Schweiz entwickelt haben. Das ist auch wieder ein programmierbarer Rekorder, aber der kann einfach sehr spezielle Dinge aufnehmen. Also eben einerseits die Geräusche in Bäumen über Kontaktmikrofone mit einem Vorverstärker, der eben diese ganz, ganz leisen Signale wirklich stark verstärkt, damit man das überhaupt aufzeichnen kann. Auch ein Verstärker für die elektrischen Signale, weil die sind auch sehr schwach, die muss man verstärken, damit man sie messen und aufzeichnen kann. Und dann noch ein Anschluss auch für Mikroklima, also Temperatur und Luftfeuchtigkeit vor Ort. Auch der zeichnet dann alle 10 Minuten für 20 Sekunden auf. Das Stichwort hier ist die sogenannte Nachhaltigkeit. Also wir wollen eigentlich unseren Kindern und Kindeskindern eine Umwelt hinterlassen, die eben noch lebensfähig ist und lebenswert ist. Und das gilt für die Forstwirtschaft wie für ganz andere Wirtschaftszweige auch. Es ist eigentlich wichtig, dass man so viel nutzt, wie man eben auch wieder quasi regenerieren kann. Und da geht es eben nicht nur um die Quantität, das ist ganz wichtig, sondern es geht eben auch um Biodiversität. Also eben dieser wunderschöne, vielfältige, alte
Wald hier, der erfüllt eben sehr viel mehr Zwecke als nur gerade die Speicherung von Kohlenstoff. Und das ist ein großes Spannungsfeld, da gibt es nicht eine abschließende Antwort, aber das sind einfach so die Eckpunkte, die man dazu berücksichtigen muss.